Hey liebe Leute, Mr. J am Mike und herzlich willkommen da bei einem Battlefield 4 Commentary auf der PS4. Es freut mich abartig, euch hier ein Gameplay zeigen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass man auf der PS4 mit 64 Spielen spielen kann und nicht nur mit 32. Weil, sind wir ganz ehrlich, bei 32 Spielern läuft man mehr umeinander, als dass man eigentlich Action hat auf gewissen Maps. Und mit den Fahrzeugen mit 64 Spielern macht es um einiges mehr Spaß. Es sind auch mehr Fahrzeuge rum. Zum Beispiel Panzerkämpfe, die sind einfach spannender, weil nicht nur irgendwie 2 Panzer rum sind, doch ab und zu auch gerade 4 Stück. Da muss man wirklich schauen, dass man ein bisschen aus der Deckung schiesst, dass man vielleicht gerade 2 Panzer mitnehmen kann, anstatt nur einen. Und das macht alles strategisch ein bisschen spannender. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie zum Beispiel bei der Map Spind. Das ist die dort, wo man eigentlich im Bunker ist, auf dem Berg, in dieser Schneelandschaft. Dort ist eine Eroberung mit 64 Spielern recht schwer zum Spielen, finde ich. Weil wenn man gewinnen will, dann muss man eigentlich den anderen fast schon Spawn trappen. Weil mit ein paar Tickets, vor allem bei 64 Spielern, die meisten Server haben dann irgendwie 1000 Tickets, dann geht es doch ewig lang und man kann es auch fast nicht verhindern. Man will doch den Gegner nicht einfach durchlassen gehen, vor allem wenn es irgendwie 5 Flaggen sind, dann sind doch alle 5 da zum Erobern. Das heisst, am Schluss, wenn man die 5. erobert hat, steht man beim Gegner vor dem Spawn. Und für den Gegner, oder für mich, wenn ich der Gegner wäre, wird es ab und zu schwer, wirklich aus dem Spawn wieder rauszukommen, weil wenn das Team verdammt gut organisiert ist, dann könnt 64 gegen 64 rushen, also das ist wirklich fast unmöglich. Bei Hardcore sieht es schon ein bisschen anders aus, weil wirklich dort braucht es ganz wenig Schüsse, bis der andere tot ist. Mir passiert das immer wieder, ich stehe vor 4 Gegnern. Ich leere ein Magazin in die Gegnerin und mit diesem Magazin bringe ich nur 3 Leute um. Und das finde ich eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben, weil bis ich den zweiten getötet habe, sehen es die anderen alle, weil mit dem Schalldämpfer brauche ich dann etwa 2 Magazine und dann sind die schon irgendwie, haben sie schon 180 Grad Kehrtwendung gemacht und sehen mich. Und ja, von diesen 6 Gegnern, die ich sicher töten konnte, anstatt dass ich C4 anrühren, wäre auch eine Möglichkeit, habe ich halt die Waffe genommen. Von diesen 6 Gegnern habe ich vielleicht wenig Glück, kann 3 oder 4 töten und das ist dann ab und zu doch ein bisschen schade und es regt mich meistens ein bisschen auf. Ja, im Hintergrund, ich bin mal wieder in Heli reingestiegen und zwar bei der Map Goldmundbahn. Es ist eine meiner Lieblingsmaps, vor allem beim Rushen. Ich habe da auch noch ein Rushen gespielt, ein 42 oder ein 43:9, es ist wirklich abgegangen wie die Moore. Aber da hat eigentlich jeder Spieler die Möglichkeit, beim Rushen eigentlich ein bisschen auszuweichen auf der Seite und es führt nicht einfach ein Kanal irgendwo durch. Und da bei Eroberung natürlich die vielen Fahrzeuge, plus 2 Helis, plus 2 Jets. Das ist das, was mich eigentlich immer gepackt hat am Battlefield und ich immer ein bisschen bei COD eigentlich vermisst habe. Aber es ist gerade gut so. Da habe ich mein eines Spiel mit den Fahrzeugen, das andere ein bisschen mit Ego-Shooter ein bisschen schneller müssen agieren. Und ja, das ist jetzt eigentlich im Hintergrundvideo. Ich muss nicht erklären, was ich für Waffen habe. Ich habe natürlich Gatling Gun drauf und Wärmesucherraketen und Flares. Das ist eigentlich das, was mein Heli mit sich trägt. Und ich habe eigentlich ein ganzes völlig anderes Thema. Und zwar habe ich mal wieder versucht, das Projekt auf die Beine zu stellen und ich habe es eigentlich geschafft. Ich habe gestern schon am Intro gebastelt und mir überlegt, wie man das am besten macht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Schweizer Community eigentlich recht viele Leute, die ich früher oft angeschaut habe, fast keine Videos mehr postet. Ich höre eigentlich nichts mehr vom Sotiart, bis auf einen Kommentar, aber auf seinem Kanal ist eigentlich nichts los. Beim Cletus von der Crown Crew, ich kann nicht einmal die Videos anschauen, ich weiss nicht, ob die privatisiert sind. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne mal wieder ein paar alte Videos angeschaut. Robin der Magister, mit dem habe ich das letzte Mal gezockt, aber auf seinem Kanal sehe ich auch nicht wirklich viel aktiv. Und ja, habe ich mal gedacht, ich weiss nicht, ob die Leute zu wenig Zeit haben, wie ich das halt oft habe, oder einfach keine Lust mehr. Mache ich eine neue Serie. Und zwar heisst die Serie TFC, Top 5 Clips. Und in dieser Serie geht es eigentlich darum, dass man auch die Leute kennenlernt, die noch nicht so bekannt sind. Da könnt ihr mir
sagen wir mal, so einen 30 Sekunden langen Clip maximal schicken und ich mache dann ein Top 5. Und das sollten die Leute unter die Arme greifen, die nicht so viel Zeit haben, die aber gerne auch mit YouTube interagieren möchten. Die können mir dann auch einen Clip schicken. Und ich mache dann so einmal in der Woche eine Top 5 Clip Serie. Und dort werden die natürlich alle verlinkt, die mir das Video schicken. Ich schaue nach meinem Ermessen, welches hat mehr Skill und dann mache ich dort eigentlich so einen Countdown von 5 bis 1. So wie man es halt kennt. Und ja, schicken, das tue ich nachher noch in die Kommentare rein, weil ich muss halt schauen, wegen der Platzgröße der Datei. Die sind ja meistens ja, ein bisschen grösser, die Dateien, außer man tut sie halt oben runter minimieren, aber man will natürlich auch dort, dass die Qualität nicht allzu sehr darunter leidet. Ja, ich tue dann im Anhang noch schnell das Intro reinknallen, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was ich da gestern rumgebastelt habe. Hat mir mal wieder Spass gemacht, aber extrem verrostet bin ich gewesen. Ich helfe mir immer ein bisschen mit Tutorials, weil wenn man es schon lange nicht gebraucht hat, dann braucht man doch externe Hilfe. Und es ist doch schon fast ein Jahr her, wo ich an einem Intro rumgebastelt habe. Und ja, wenn man so verrostet ist, mal wieder alle Tasten und Kombinationen herausfinden, ist eigentlich fast unmöglich ohne Hilfe. Da hilft eigentlich Google oder wie gesagt das Tutorial. Und mein Problem ist, was im 28-minütigen Tutorial, er hat eine Anwendung auf Englisch, ich habe sie auf Deutsch und nachher die huren Übersetzungen. Zum Glück gibt es Google, also nicht Google Translator, den kann man eh nicht brauchen, sondern einfach schon vorgefertigte Übersetzungen von diesen Code oder von diesen Schlagwörtern, die im Programm vorkommen. Da habe ich ein bisschen rumgebastelt und ja, ich könnte mir gerne die Meinung in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr das Intro findet. Mir gefällt es abartig, ist mal wieder etwas Neues. Und ja, was könnt ihr eigentlich erwarten? Ich bin wieder am Arbeiten und es wird immer wieder mehr. Ich hoffe, dass ich da den Elan behalten kann auf YouTube und weiter machen kann. Ich wollte euch aber nichts versprechen, weil ich euch einfach nicht enttäuschen will. Ich werde aber versuchen, wirklich ein Video pro Woche aufzuladen. Der Rufus ist jetzt leider auch wieder voll in der Arbeit drin. Das heisst, von ihm müsst ihr nicht unbedingt gerade etwas erwarten, leider. Er hat mir auch schon gesagt, es wäre gut, wenn ich mal wieder ein Video aufladen könnte. Wir tun uns halt täglich abwechseln, dass unser Kanal doch nicht ausstirbt. Dann zusätzlich, ich habe jetzt mit einem deutschen Kommentator ein Commentary machen. Er heisst der Mario Tato. Sein Link ist natürlich auch in der Beschreibung drin. Ich habe sein Video favorisiert, die einen haben es vielleicht gesehen, wirklich ein cooler Sieg. Ich finde, er hat eine hammerbombastische Stimme. Es ist sein zweiter Kanal, seinen ersten habe ich leider noch nicht gefunden, muss man mal ein bisschen nachfragen. Weil er hat doch recht viele Abos, so viele ich gehört habe, auf dem ersten Kanal. Und dort wollte ich natürlich ein bisschen schnüffeln, vielleicht ein paar Ideen sammeln. Ja, könnt doch bei ihm mal schauen. Link, wie gesagt, in der Beschreibung, lasst ihm vielleicht ein Abo da. Und mit ihm werde ich auch noch mehrere Commentaries machen, weil natürlich das Highlight ist, er macht es auf Hochdeutsch und ich kann das einfach auf Schweizerdeutsch anknallen. Und das fällt mir einfacher, weil Hochdeutsch, ich habe es schon mal probiert auf einem anderen Kanal und es liegt mir einfach nicht. Es ist so ein Geknurze und Gewürge, ich bringe einfach kein wirkliches Wort raus. Grammatikalisch ist schon nicht falsch, aber man hört natürlich den Dialekt und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich schon in einer anderen Sprache mache, dann will ich auch gar keinen Dialekt hören. Ja, so. Ich habe jetzt vieles gesagt, vieles, was noch auf euch zukommen könnte, was auf mich kommt, zukommen. Und somit verabschiede ich mich eigentlich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Und wie gesagt, am Schluss von dem Video gesehen das Intro von der neuen Serie TFC Top 5 Clips. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr uns unterstützen würdet und mal so ein Video schicken. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spass, geniessen das Wochenende und man hört sich im nächsten Kommentar. Tschüss zusammen.